Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel beim FC Augsburg im Bayerischen Derby 3:2 gewonnen. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal, hypt das Video, gebt einen Daumen, schreibt einen Kommi, alles was geht, ihr kennt den Spaß und damit rein in den Bums. So, dann können wir starten. Guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Bayern. Ich begrüße die beiden Trainer Vincent Kompany und Sandro Wagner bei mir auf dem Podium. Herr Kompany, Glückwunsch an Sie und Ihre Mannschaft zu den 3 Punkten und dann darf ich Sie auch direkt um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. I'm happy to pass it on to the questions and give Sandro the word. Hä? Möchtest du dir Er will gar nichts zum Spiel sagen. What the hell? direkt weitermachen? Ja, gerne. Also ich glaube, wir haben ein intensives Fußballspiel gesehen, wo wir uns viel vorgenommen haben in allen Phasen des Spiels. Und das eine oder andere haben wir gut umgesetzt. Wir hatten nach 2 Einwürfen, die ersten 2 Gegentore hatten wir eigentlich besprochen, dass Bayern natürlich sehr, sehr gut ist, auch schnell das Spiel verlagert. Auch in der Boxverteidigung hatten wir unsere Themen schon Anfang der Woche. Da haben wir 1-2 Mal nicht gut aufgepasst. Ansonsten fand ich in den Phasen mit Ball das sehr, sehr gut. Eine gute Struktur gehabt. Viele Phasen gehabt, die du gegen Bayern einfach haben musst mit Ball. Tue mich immer schwer mit dem Wort Stolz im Fußball, aber ich habe das auf jeden Fall gespürt heute. Die Mannschaft kann auch stolz auf sich sein, auch wenn man das Spiel verloren hat. Und das ist eine Niederlage und die kotzt mich an. Die können wir auch nicht schönreden. Aber grundsätzlich, die Reise mit den Jungs hat vor 8 Wochen begonnen. Und wie sie die Dinge schon umsetzen mit Ball, trotz hohem Pressing von Bayern, das ist nicht einfach, trotzdem immer wieder die Lücken zu finden. Von dem her waren viele gute Sachen dabei. Am Ende natürlich schade, dass wir uns nicht belohnt haben, nicht belohnt wurden. Aber weiter geht's. Vielen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde. Christian Falk war der Erste. Das Mikrofon kommt. Einmal hier vorne in der zweiten. Ja, I don't know, ich verstehe nicht, warum Benny nichts zu sagen hat. Also ich denke, ja, vielleicht nicht für die Öffentlichkeit, verstehe ich irgendwo, aber boah, ich finde, es gebietet die Höflichkeit, einfach mal kurz sich dahin zu setzen und 2 Minuten Statement zum Spiel zu geben. Das kann nicht so schwer sein und ist auch nicht zu viel verlangt. Und schon gar nicht nach dem Sieg, also what the hell. Reihe in der Mitte, Lara. Genau. Sandro, Gratulation zur Leistung. Es gab auch eine Aufregerszene, die jetzt wenig mit Sport zu tun hatte. Fellhauer, ich weiß die Frage, wie geht's ihm? Okay, also es geht noch schlechter als bei uns auf den Bigcars. Und zweitens, du warst auch sehr emotional in der Szene und ich glaube, du hättest dir so ein bisschen eine andere Reaktion vom Boyer, aber auch von der Bayernbank gewünscht. Ja, erstmal bin ich schon noch. Ja, ich fand die Aktion, also erstmal die Aktion, alles gut. War alles Gute an den Spieler da. Dass ein Boeda die gelbe Karte gesehen hat, habe ich nicht verstanden. Sage ich euch ganz ehrlich. Das war kein Ellbogeneinsatz, das war gar nichts. Sie sind beide zum Kopfball gegangen. Kopf an Kopf. Seit wann ist das eine gelbe Karte? I don't know. Will er jetzt sagen, was? Boe wollte ihm eine Kopfnuss geben? War Absicht oder was? Also, sorry. Ja, das war ein Kopfballduell. Ja, die sind aneinander geknallt mit den Köppen. Alles ist gut. Ja, das war kein Ellbogenschlag oder sonst was. Da ist keiner mit dem Ellbogen hochgesprungen oder sonst was. Nein, der ist ganz normal hochgesprungen, hat mit seinem Kopf getroffen. So, was ist da eine gelbe Karte? Ja, natürlich super schwierig, dass der Spieler da so zusammenbricht und gute Besserung und was weiß ich alles. Aber was soll man denn da erwarten jetzt von der Bayernbank oder sonst was? Ja, das war, wie gesagt, das war kein Foul, das war nix. Die sind mit der Köppe aneinander geknallt, ja. That's all, Alter. Ein bisschen mitgenommen. Ich bin zwar egal, aber wenn du dann die Familie siehst in der Kabine, die heult, die Mutter heult, die Geschwister heulen und Fälle ist halt, ja, es ist krass, wie er da liegt. Tut einem dann erstmal ein bisschen weh, weiß auch gar nicht richtig einzuordnen. Ich hoffe, dass er jetzt. Ja, sorry, also was sind das jetzt für dumme Aussagen von Sandro Wagner? Punkt, dann spiel kein Fußball, Alter. Jetzt mal ernsthaft, was soll das? Ihm hat das gar nicht gepoppt. Ja, er stand da an der Außenlinie, hat Spieler für Spieler geholt und hat weitergecoacht. Hat ab und wann mal rübergeblickt.
Ja, ganz zum Schluss, dann ist er mal aufs Spielfeld gegangen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja? Also jetzt tu mal nicht so, als wäre er da jetzt der super besorgte Typ gewesen oder sonst was. Alter. Er stand an der Seitenlinie, hat weitergecoacht. Was ist los mit ihm? Hä? Was erzählt er jetzt hier für eine Scheiße, Alter? Und da jetzt irgendwie nochmal einen schwarzen Peter da im Boe zuzuschieben, Alter, schenkt euch das. Das ist eine Frechheit, Alter. Guckt euch den Zweikampf an. Das war ein Zweikampf ohne mit dem Ellbogen hochgesprungen, sonst irgendwas. Das war super unglücklich, natürlich super scheiße für den Gegenspieler. So, ja, kann man Mitgefühl, Mitleid, alles fein, ja. Aber fang nicht an, da am Boe irgendwie an die Wand zu nageln oder denen irgendwas zu unterstellen, Alter. Oder sich dahin zu stellen und zu sagen, oh, wir müssen eine andere Reaktion von der Bayernbank erwarten. Ja, sorry, Alter. Nur eine Gehirnerschütterung hat und meine Info ist, dass er 3-4 Wochen raus ist. Und das ist eine Emotionalität im Spiel. Ich habe schon gesagt, ich habe selber viele Spieler weggetreten. Setz dir den Helm auf, wenn du damit nicht klarkommst. Alter, mach einen Peter Schech oder was? Früher. Finde es halt, Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte, wäre kurzes Sorry. Will ihm da aber gar nicht großartig was unterstellen, aber es hat mich schon gestört. Ist das doof oder was? Ich glaube, Vincent habe ich ja direkt gesprochen, hat es ähnlich gesehen. Er sagt natürlich einen Zweikampf ähnlich gesehen, was mich gestört hat, dass natürlich hinter der Bayernbank oder hinter ihm viele aufgestanden sind, die gesagt haben, kein Foul. Das hat mich gestört. War es auch nicht. Massiv gestört, aber es ist kein Vorwurf. Also Sorry, glaube ich, Alter. heißt er. Mache ich jetzt keinen Vorwurf, dass er ihn so verletzen wollte. Das will er ja kein Spieler. Aber es hat mich halt gestört, dass man einfach nicht sorry sagt. So. Aber es ist vergessen. Die haben sich entschuldigt in der Kabine und deswegen ist das Thema für mich vorbei. Just maybe to add to this, if I can do it in English, we obviously feel the same way. So first of all, we want the health of every player on this pitch. And in the first moment of contact, you don't always have the right picture. So I think the words of Sandro are right, but in just one aspect is maybe escaped to people. Sasha afterwards did go and apologize. I don't think in the beginning he understood maybe the severity of what happened, and once he saw it, I think Kimmich went to him, and then he went to apologize, and we hope the best for Fehlhauer now and the family, and we hope he'll be able to play very, very, very soon, of course. Ja, na klar. Nochmal, also, sorry. Es war ein Zweikampf, er hat das auch gar nicht. Wenn er nichts merkt, weil er einen Eisenschädel hat oder was, ja, dann ist das so im ersten Moment. Ja, wenn man das realisiert, dann geht man hin und entschuldigt sich, aber nochmal, da war ja keine Absicht, sonst was. Das war Kopf an Kopf um den Ball und das war's. Ja, das war kein Ellbogenschlag oder sonst was. Also macht da nicht mehr raus, wie es war, Alter. Dann machen wir mit den Fragen weiter. Einmal in der dritten Reihe, Lara. Dominik Fischer vom BR, Bayerischer Rundfunk. Frage an beide Trainer, weil Sie haben sich ja auch zum ersten Mal gemeinsam an der Seitenlinie erlebt. Zwei junge Trainer, die auf den ersten Blick von außen sehr unterschiedlich sind. Aber vielleicht gibt es ja doch auch Gemeinsamkeiten. Wie war Ihr Aufeinandertreffen und vielleicht gibt es irgendwas, was man gegenseitig schätzt am anderen? Ich kann anfangen, wenn du willst. Ja, die Intensität natürlich von den Gegnern. Und Fußball bleibt ein Emotionssport. Und ich glaube, dass ich das auch 100% schätzen kann, dass es nicht nur rein um Taktik geht, dass wir natürlich alle sehr, sehr viel arbeiten in die Details mit den Spielern. Aber wenn ein Trainer kommt und nur auf Magneten schaut, dann hat er nichts verstanden von wie Fußball eigentlich läuft. Also heute führen wir 3-0, am Ende wird es 3-2 und haben wir ein Spiel, die wahrscheinlich für die Fans sehr unterhaltsam ist. Aber das passiert nicht ohne die Emotion, keine Chance, sonst ist das Spiel vorbei. Ja, also ich habe ja viele Insights durch die Jungs. Vincent hat Bayern München unter Kontrolle. Ist nicht einfach. Er hat die Spieler auf seiner Seite. Ist auch nicht einfach bei Bayern. Von dem her ist das, kann ich da nur, finde ich das gut, finde das top. Es ist wirklich nicht einfach. Da haben wir ja gesehen, glaube ich, die letzten 5 Jahre, dass es ein schwerer Job ist. Ansonsten war das nur die Frage, oder? Des Gegenseitigen, genau. Ist natürlich toll, ist Bayern München Trainer. Schon cool. Schon cool. Dann gehen wir hier nochmal auf die von mir aus rechte Seite in die zweite Reihe. Frage an Herrn Kompany.
Haben Sie noch Hoffnung, dass Nicholas Jackson bleibt? Und wenn nicht, haben Sie Angst, dass Sie keinen Ersatz mehr jetzt rechtzeitig bekommen? Yeah, I'm going to answer this one in English as well. So what I did is I went to the dressing room, and as soon as I heard a little bit of talk, I went away. So that when I come here, I have plausible deniability. I heard nothing, I know nothing, I will find out everything when I get onto the bus. We have an hour, and then I'll get all the information. But I know what my job is, and my job is to make sure that the players that we have are performing at the highest level. And sometimes it works, sometimes it doesn't. But everything else, we have a lot of people inside the club who are working really, really hard to help the club go forward. So, I trust them, and we'll see what happens. Ja, was soll er auch anders sagen, Alter? Ist halt nicht sein Aufgabenbereich. Dann fragen Christoph Freund, Alter. Ruhig nochmal in die Runde. Marco Scheinhoff von der AZ. Markus Mikro kommt von hinten. Ja, hallo Herr Wagner. Zeichnet Ihre Mannschaft auch aus, dass sie sich von so einem 0:3 nicht entmutigen lässt und dann immer noch aktiv Fußball spielt und einfach versucht, die Bayern weiter zu ärgern? Ja, also offensichtlich. So lange kenne ich sie auch noch nicht, die Truppe. Aber ich habe auch gerade in der Kabine nochmal zu den Jungs gesagt, wir haben vor 8 Wochen, glaube ich, circa vor 8 Wochen eine Reise begonnen, wo wir uns gegenseitig erstmal beschnuppern mussten. Und sie vertrauen mir, ich vertraue ihnen zu 100%. Sie haben trotz hohem Druck von Bayern immer wieder gut rausgezockt, gute Ballbesitzphasen gehabt, sehr gute Spielzüge gehabt, einen guten Mix gehabt zwischen schnell hinter die Kette, auch immer wieder anlocken. Von dem her, ja, und auch die Zuschauer heute, das war eine geile Stimmung dann, muss ich sagen, zweite Halbzeit. Sind schon ein paar Verrückte dabei auf der Tribüne. Echt, macht Spaß, Trainer von FCA zu sein. Wenn ich nochmal einen Beweis gebraucht hätte, dass ich hier richtig bin, dann war es heute Abend. Mega, freue mich hier auf die nächsten Wochen, Monate. Könnt morgen schon wieder spielen. Dann gehen wir wieder rüber auf die rechte Seite. Hier vorne in der zweiten Reihe, Lara. Vincent, es wird ja immer viel mehr über die Abwehr gesprochen, wenn man 2 Gegentore kassiert. War vielleicht heute das Problem beim FC Bayern die Offensive, dass man keine 4, 5, 6 Tore geschossen hat, weil eigentlich hätte man ja die Chance... Ja, wir kritisieren jetzt die Offensive, dass sie keine 6 Tore schießt, anstatt die Defensive zu kritisieren, dass sie 2 Tore kriegt und das Spiel spannend macht, oder was? Was ist das denn für eine Logik? Und demnächst kritisieren wir dann die Defensive, wenn wir vorne kein Tor schießen, oder was? Also, Leute. Chancen und die Möglichkeiten dazu gehabt? Nein. Es ist für mich immer so, dass ich habe natürlich auch das Gefühl, dass die Verteidiger mithelfen, damit wir die Chance bekommen. Und für mich immer wichtiger, dass wir die Chance bekommen, dann, wenn es ein steriles Spiel ist, dann fühle ich mich auch nicht besser. Und natürlich waren wir in der zweiten Halbzeit nicht 100% stabil. Aber ich versuche es jetzt so gut wie möglich auf Deutsch zu erklären, aber es gibt ein bisschen einen Kontext, den wir nicht vergessen dürfen. Wir sind reinmarschiert in diese Saison ohne Vorbereitung, wirklich. Wir haben von die 4... Ja, ist ja das, was ich in meiner Analyse auch gesagt habe. Ja, da musst du halt ein bisschen Abstriche machen halt. Pflichtspielen, die wir hatten, 3-mal auswärts gespielt. Wir haben alles gewonnen. Und wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten erarbeitet. Dass es nicht perfekt ist, das stimmt, 100%. Aber was wir besser machen müssen, wenn wir ein bisschen die Zeit bekommen, ich meine nicht bekommen, also wenn wir ein bisschen Zeit haben zusammen, dann bin ich mir sicher, dass es ist immer das große Problem ist, wenn die Qualität fehlt. Das ist bei uns kein Problem. Also es ist nur eine Sache von wieder auf den Platz zu kommen und von Kimmich mal in die Schranken weisen und ihm klar machen, dass er ein Sechser ist vielleicht. Das zu arbeiten, was wir besser machen müssen. Und es ist nicht ganz positiv, aber es ist auch keine schlechte Anfang. Und wir kriegen es hin. Sandro, auch wenn du noch keine Flasche Wasser ausgeäxt hast diesmal, du warst ziemlich unterwegs an der Seitenlinie, hast die Mannschaft angefeuert, hast das Publikum aufgeputscht. Auf Bild Home haben wir jetzt gerade wilder Wagner ärgert Bayern. Kannst du es unterschreiben? Warst du wild und hast du Bayern geärgert? Ja, also erstmal habe ich nichts gemacht, sondern die Spieler. Die haben, ich glaube, über 100 Minuten heute wieder sehr viele Aktionen gehabt, mit Ball, gegen den Ball. Und Ärger Bayern sehe ich jetzt auch nicht, weil wir haben leider verloren. Die Überschrift gerne mit Spielern und dann bei Punktgewinn
hätte ich unterschrieben. So fühle ich mich latent unwohl, wenn ich das später lese. Dann gehen wir in die dritte Reihe, Florian Eiseler. Ach, ich liebe das. Ja, Frage an Herrn Wagner. Ich liebe das, wenn ein Trainer so direkt ist. Da fühle ich mich latent unwohl. Sie hatten ja vor einer Woche gesagt, nach dem Sieg in Freiburg, Sie haben 8000 Ideen für den FC Bayern. Bei der ersten Halbzeit würde ich jetzt mal ansetzen. War das vielleicht die richtige Idee mit der falschen Umsetzung oder lag es an der Idee bei der ersten Halbzeit? Ja, also wenn was nicht funktioniert, dann ist es immer meine Idee, die nicht geklappt hat. Also wirklich. Ich hab tolle Jungs. Ich habe so 1, 2 Themen noch gehabt, wo ich sage, die hätte ich gerne noch vielleicht detaillierter nochmal umstellen können. Ist gar nicht so leicht, aber diagonal immer so 50, 60 Meter reinzurufen. Aber ich glaube, dass wir eine gute Struktur hatten, dass wir, glaube ich, einen Tick überraschen konnten, dass wir mit 3 Sechsern sehr, sehr breit gespielt haben. So die Diagonale dann immer hatten, über die ballferne Seite konnten wir echt immer gut anlocken. Und hinten wollten wir schon kleine ungleiche Duelle. Teilweise hatten wir Elias Saad gegen Josh Kimmich, der, glaube ich, dann einfach einen Tempovorteil hat, erste Halbzeit. Ja, aber alles in allem haben die Jungs das toll umgesetzt. Also, ja, wirklich. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Mario Krischel vom Kicker. Ja, Vincent, Luis Diaz hat heute im zweiten Bundesligaspiel wieder getroffen, trotzdem auch viele Chancen vergeben. Führst du das darauf zurück, dass vielleicht noch ein bisschen die Körner fehlen oder? Naja, die Körner können nicht nach 2 Minuten fehlen. Ja, das ist ja zum Ende hin, ja. Zum Ende hin haben bei ihm und auch bei Michael haben die Körner gefehlt, Punkt. Ja. Hätte man halt als Trainer reagieren müssen und auswechseln müssen. Feierabend. So, aber nach 2 Minuten, du musst nur den Spann hinhalten und schiebst das Ding rein. Ich weiß nicht, ob er irgendwie im Augenwinkel Harry Kane in der Mitte gesehen hat und wollte ihn ablegen oder was, keine Ahnung. Wie zuversichtlich bist du, dass das bald klappt? Es ist schwer zu beantworten, weil wenn man genau schaut auf das Spiel, es ist nicht, dass es jedes Mal seine Kollegen sind, die alles für ihn vorbereiten. Er arbeitet sich selbst viele von diesen Chancen, viele von diesen Möglichkeiten, weil er einfach immer so aktiv ist. Und wie kann man jemand vorwerfen, wenn er sich immer wieder in diese Position bringt? Ja, da hat er auch recht, aber die erste Szene war halt nicht so, ne? Dass er nicht alles reinschießt. Mir ist wichtiger, dass er in die richtigen Momente ein Tor schießt und dann vielleicht 4 oder 5 in ein Spiel und dann 5 Monate nichts mehr. Also er ist immer dabei, immer gefährlich und wir freuen uns auf seine Energie. Dann macht Marion Buckluger hier vorne weiter. Wollen Sie uns noch konkret mitnehmen, was genau noch gefehlt hat an der Umsetzung Ihrer Ideen? 2 Tore. Tatsächlich waren es 2 Tore. Was hätte man dann machen können, Ihrer Meinung nach? Oder was werfen Sie sich jetzt selber vor im Nachgang? Ja, ich werfe mir viele Sachen vor, weil wir verloren haben. Ich frage mich jetzt, was können wir besser machen? Was habe ich für Themen? Die Jungs haben alles reingeworfen. Also da gibt es gar nichts. Das war Maximum, was die Intensität und den Willen angeht. So diese ganzen Themen, die einfach unabhängig mal von taktischen sind und individuellen Dingen. Die sind mausetot gerade. Die sind absolut müde, sind mental müde, körperlich müde. Ja, also vorwerfen ist immer so ein Ding. Also ich bin einfach nicht zufrieden, wenn du ein Spiel verlierst. Ich weiß nicht, kann man, glaube ich, auch nicht als Trainer zufrieden sein. Deswegen haben wir Themen, aber grundsätzlich gibt uns das Spiel auch viel Power wieder für die nächsten Wochen und Monate. Wir haben viele Dinge gesehen, die wir umsetzen können, wo wir schon sehr weit sind. Themen, wo wir noch Potenziale haben. Grundsätzlich aber, glaube ich, auch gerade für junge Spieler. Also Mert Köme, was er da heute wieder abgeliefert hat, das ist verrückt gewesen. Ist ein Eigengewächs aus unserem Stall. Nuki Banks kommt rein und dribbelt mal 15 Meter ins Bayern-Mittelfeld rein, ohne irgendeine Angst. Und das ist schon toll, wie unser NLZ die Jungs da ausgebildet hat. Und da kann ich nur profitieren von solchen Themen. Dann schaue ich. Der Sandro brennt auf jeden Fall. Noch einmal in die Runde. Jetzt sehe ich keine Fragen mehr. Dann vielen Dank unseren Gästen, einen guten und sicheren Heimweg und Ihnen allen ein schönes Restwochenende. Ja, Leute, dem schließe ich mir an. Euch allen ein schönes Restwochenende. Sehr interessanter PK. Wir hören uns Montag 18 Uhr live auf Twitch. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.